Wir leben heute in einer, kann ich so, in erbig abgedeelter Gesellschaft. Das Leben so von so einer Gemeinschaft als nur immer Logistik. Wir müssen noch feststellen, dass ich schon jahrelang in einer Fabrik geschafft habe. Früher waren Lehrer an den Fabriken, hockt sie auf die Straßen. Ich meine, das führt ja doch dazu bei, dass immer mehr Stress aufkommt und immer mehr unmenschliche Sachen da müssen gemerkt gehen. Wenn das Leben so da verstoppt, da stirbt die Wirtschaftskörper oder kriegt Fernen hoch, wer den Einfluss hat bei der Ökonomie. Das sind Folgen von der weltweiten Globalisierung, wo wären alle Erde auf große oder kleine über alle Welt transportiert gehen. Mehr wie Südax sind die einfach Sachen, die gerne am sichersten vergessen gehen oder nicht genau respektiert gehen. Und wir sehen hier effektiv eine Tendenz, die riskiert, dass diese logistisch Leben so da sicher zu einem Problem geht. Ja, man versucht, man findet, man bietet bei der Logistikzentren über den ganz performant internationale Luft- und Zugverbindung. Wir wählen den Zug. Und auch nicht die Flieger bringen Lebensmittel bei den Supermärkten, der Benzin ab Tankstelle, Milch und Molkerei, nicht zu schwätzen von all den anderen Materialien, die Österland gebraucht gehen, aber neu als die Packzulieferer, die wir die letzten Jahre durch den Online-Service immer mehr abkommen. Und da dürfen wir auch etwas nicht vergessen, den internationalen Transport. Für all die Sachen brauchen wir einen effizienten Transport über die Straße. Da haben sie in den letzten Jahren große Chantieren abgemerkt, und zwar an 3 Bereichen. Erstens einmal ein Mangel an qualifiziertem Personal, eine steuerliche Überbelastung oder Unsicherheit teilweise, eine technikfeindliche und bürokratische Belastung. Den Impact von so einem Personalmangel konnte man letztes Eindrucksvoll bei den britischen Kollegen sehen. Schon im Januar hat letzte Woche gefolgt, britische Verhältnisse hier am Land thematisiert, worauf sie der Regierung dementsprechend parlamentarisch vorgestellt haben. Dann, die Antwort war leider ein bisschen ernüchternd, und die Situation hat sich die Ukraine-Krise mittlerweile leider noch verschärft. Mittlerweile fehlen in ganz Europa rund 400.000 Kamionchauffeure. Gegen den Mangel an qualifiziertem Personal helfen langfristig nehmen eine performante Ausbildung an ein attraktives Berufsbild. In vielen Ländern wird mittlerweile diskutiert, für die Wahlalter auf 16 Jahre aufzusetzen. Auch der Gouvernement das schon zu Lützeburg diskutiert. Just darauf, wenn es darum geht, für großjährige Mattbürger wie viel an ihr Berufsleben zu erlernen, eine Arbeitsmaschine zu benutzen, da schreien wir eins, das für im Alter für 21 Jahre zuzulassen. Ausnahmen kann wohl gemerkt gehen, und das müsste dann noch eine zusätzliche Formation zu suchen, was kein schlecht Sache ist. Wir auch mussten mal feststellen, dass die Kapazitäten an die Grenze stehst, und da ist auch dann eine Hemmschung dran. Wir geben uns also dafür freuen, wir haben am nächsten Montag eine Debatte kriegen für den Beruf vom Kamionchauffeur an eine diplomierte Ausbildung als Logistik-Handwerk zu überführen. Das wäre eine Maßnahme, die frühestens an ein paar Jahre greifen, werden wir auch kurzfristig Abhilfe müssen leisten. Wie kann aber der Beruf attraktiv machen, ohne den Sektor zu belasten? Es bleibt eine letzte Möglichkeit, die Erhöhung von der Transportkapazität pro Chauffeur mit dem Absatz von sogenannten Gigaliner. Neben dem erreichten Gewinn beim Transportvolumen geht die Firma ihre Transportkosten mehr oder weniger zu 30% reduzieren. Mit Recht, und das will man auch ganz klar sagen, wird darauf hingewiesen, dass als Land, Straßen und als Ortschaften nicht auf den Ersatz von so Gefähren ausgerichtet sind. Das ist ganz klar. Wir wollten aber eine testweise Zulassung von den Eco-Kombien auf einer ausgewählten Strecke mit dem Beterbücher Logistikzentrum dem Findel. Hier ist den Herr Minister uns eine konkrete Antwort schuldig geblieben. Wie in einer Reihe von Presseartikeln zu lesen, wer sind als Partnerländer aus der Benelux schon 2015 und 2016 mit einem Text nicht fertig Offer an Israel getreten. Für die Kamion auf Basis von einer Ausnahmeregelung EU gesehen an einem gemeinsamen
Projekt zu testen. Just soweit mir informiert sind, hat also Minister den Akkord nicht gehen. Und an dem Sinne gibt mir eine Motion deponieren, die dem geht Rechnung drohen. Und ich so nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, Herr Engelen.